weil lo führende Wahlen Bämmel als Allpartei Bämmel für Lützburg. Die Regierung könnte man ein Programm über 20 Jahre und sie das präsentiert. Wir sollen aber nicht mehr an über mehr, muss man es für Lützburger Spruch ersetzen. Wir haut an das tun wir an der vergangenen Tag für Tag gemäht, und wir werden auch dafür an Zukunft weiterführen. Aber man kann die Leute nicht mehr sagen, sie sollen nicht vertrauen, wenn sie nur führende Wahlen alle Gebäude für Lützburger Spruch sind. Sie haben an der letzten Legislaturperiode bewiesen, dass sie das nicht einstellen. Ich gebe ein Beispiel vom Nationalitätengesetz, wo das Niveau von der Lützburger Spruch mit Hilfe von der CSV raufgesagt wird. Das Nationalitätengesetz mit der Klausel dran, wir nie durchgängen, wenn CSV nicht damit einverstanden wird. Wir wissen CSV mit bis am Boot hat, dass die gesagt haben, wir akzeptieren, dass das Niveau raufgesagt wird, dass du uns das gemäht. Weil Ziel wäre von der Regierung in Akkord mit den Oppositionsparteien zu finden, mehr als ADR wäre bereit, Kompromisse auf eine Reihe von anderen Punkten, was Residenzklauseln für einen Überlang zu machen. Wir waren nicht bereit, Niveau von der Spruch eng zu machen. Dafür haben wir den Akkord nicht mitgedrückt. CSV ist da umgefallen. Und sie ist dafür mit den Hauptschuldigen, dass das Niveau von der Lützburger Spruch am Nationalitätsgesetz mir aufgesagt geht aus. Wir haben also an der vergangenen Legislaturperiode erreicht, dass sowohl die Vorstimmungsdebatte wie die Lützburger Spruch zu einem politischen Thema gehen ist und dass man dadurch auch fertig wird und dass an der Wahlkampagne und vielen anderen Themen, aber dass mit die zwei Hauptsujetten werden an der Wahlkampagne sind. Staatsfinanzen. Da gibt vor allem von der Demokratischen Partei am Blick permanent gesagt, die Staatsfinanzen, die wären gesund. Der Generalsekretär von der Demokratischen Partei hat den 26. Juni verdat am Lützburger Wort zu lesen, hat da gesagt, ich muss die Stadt vorlesen, Generalsekretär Claude Lamberti hatte eingangs darauf hingewiesen, dass der Haushaltsüberschuss von 1,3 Milliarden Euro für 2017 das Ergebnis einer verantwortungsvollen Politik sei. Dem Land gehe es so gut, davon sollen auch die Menschen profitieren. Wenn ihr dann aber etwas von Finanzen kennt, und geht ihr mal ein bisschen gucken, was da die Realität ist, da stellt ihr fest, dass der Staat nicht letztes Jahr 1,3 Milliarden Überschuss hat, mit dass der Staat letztes Jahr ein Defizit an seinem Budget von 293 Millionen gemäht hat. Wo ist da der Claude Lamberti als Generalsekretär von der DP dort hochgekommen und dann die Leute Steuererleichterungen an Aussicht gestaltet, man ist nicht das Budget gegangen, sondern die Kontabilität vom Staat gegangen, Tresorerie, und dort hat der Staat letztes Jahr ein Emprunt gemäht von 2 Milliarden, und die sind an der Tresorerie, und ein Teil von denen 2 Milliarden sicher bezahlt gehen, und da bleiben noch 1,3 Milliarden übrig. Und das stellt hin als ein Haushaltsüberschuss durch, und das empfängt der Rest von den 2 Milliarden, die letztes Jahr gelehnt zu gehen. An seiner Logik hätten sie da besser gehabt, 3 Milliarden lehnen zu gehen, dann hätten sie einen Haushaltsüberschuss von 2,3 Milliarden gehabt. Also das ist also ein Defizit gewesen letztes Jahr von 293, kein Überschuss von 1 Milliarde 352,9. Das Ganze ist übrigens an einem Kommuniqué vom Finanzminister vom 22. Juni notzulesen, den an dem ersten Abschnitt die 1,3 Milliarden erklärt. Und dort Claude Lamberti wahrscheinlich abgehalten hat lesen, weil an dem Abschnitt haben drin als erklärt, woher die 1,3 Milliarden kommen. Und steht dann auch dran, dass den Exercice 2017 s'est clôturé avec un déficit de 293 Millionen Euro. Ihr seid ja wie nervös am Blick gehen, wenn sich beim aufhängen, in den anderen auszuspielen, wann Ministerin, die in 10 Jahren Arbeitsminister waren, beim Schluss einer Legislaturperiode soziale Mindestlöhne wollen 10% heißen, die Nikolaus Schmidt, die in 10 Jahren mit seiner Regierung Zeit hat, für das zu machen. Für mich das gibt so, und da gibt das wahrscheinlich als Populismus durchgestaltet gehen, mit das ein gutes Beispiel, wie ich Populismus machen, wenn in 10 Jahren nichts möchte, und dann führende Wahlen hätte ich gerne 10% de Mindestlohn geht. Dasselbe gesehen wir momentan beim öffentlichen Transport. Wir als ADR hatten da
nach immer an ihrem Wahlprogramm stehen, die Linken doch an ihrem Wahlprogramm stehen, Sozialisten hatten nicht an ihrem Wahlprogramm stehen, sind dann an die Regierung kommen, haben aber kein Gratistransport angefangen. Also hören wir dann, dass an dem nächsten Wahlprogramm von den Sozialisten auch von der DP das gratis öffentlichen Transportprogramm aus dem Tierrang rausgeholt ist. Just CSV an die geringgelungen sind, nachdem die Lohner nicht für den gratis öffentlichen Transport sind, mit sie aber nach 3 Monaten bis Chambers fallen, vielleicht kriegen die bis dahin auch nach Keier. Am Abend werden die Faulen fleißig, wenn man gesehen, was man dieser Tag an der Chamber erleben, das verteidigt an der Geschichte. Dann ist ja nur den Dienst an der Chamber, mich noch nie matt gemäht, dat vir der Summe Vakanz und am Schluss vun en Legislaturperiode vertecht eng woch an du 2 Wochen Drugehalinge se ginn, dat techt mir hun nach 14 Deeg lo Chamber, dats net dat mir net ger wëlle nach schaffen, mit as awer symbolisch dat eng Regierung, déi an den echte Main nëmmen Sache gemet hun, die negativ waren bei de Leiin, dat wëll lo vergiessen doen, an dem Satz an den letzten Wochen führenden Chamberwahlen lo willen eng Aktivitéit fir demonstrieren, wat am Fang net mehr net Männer als dat an den letzten Jahr hier erbechten net gemäht. Da wisst dat mir als ADR als Zielet als fir an die Regierung zu kommen. Wir sind natürlich op fir mat allen Parteien zu verhandeln, wenn de Programm stimmt. Wir wissen aber, dat mat denen Positionen, die Gambia an den letzten 5 Jahren gemäht hat, an die mir auch scharf kritisiert hun, dat du net viel Berehrungsmöglichkeiten zwischen Kindern einstehen. Par contre, vis-à-vis von der CSV muss ich sagen, dass CSV viele Positionen an den letzten 4,5 Jahren gedroht von sich aus oder von uns überholen, die mit unseren Positionen identisch waren. Wir waren dafür überrascht, dass am von CSV am Vierfeld nicht mit der ADR eine Koalition machen, und wir waren nicht mehr wie überrascht, wie mit Madame Viviane Reding Radio heieren huet, die jo schon am Januar den 12. Januar enkom Radio war an hun dat no gezielt hat demmels an dem Interview es iwwer 100 Mal an 10 Minuten ëch gesot an Göchte hummer dann dun net mit den ëch heier me Göchte wär Ekipp huet also eng komplett Sinnesverwandlung oder so den Gehirwäschketech wees net richtig wat du geschéet ass. Op jeden Fall huet sich komplett changéiert an denen 5 Mei. Madame Reding huet dann och Göchte drop gehalen fir ze soen, dat sie net fehlte mat der ADR eng Koalition. Und ich muss ja so schon net gut geschlofen, weil ich wie Stadteieren nun, weil Madame Reding als schließlich wat der ADR belangt, Gründung von der ADR eng von den echten Personen wie der ADR gegründet gin, als sie die mat an der echte Reichtung, dat der ADR soll gegründet gin, sie war quasi mat ihrer Organisation Gründungsmember von der ADR an wann dann ich kann so eng Mam an dann noch ein christlich Sozialmam, wenn die dann bemmel 30 Jahre mir spät hier ege kann verlegen, dann wüsste dat dat eng weh deet, an da versteht dat ich hund net gut geschlofen hat. Sie ist natürlich nicht so klar an ihren Aussagen, was hier politisch Zukunft belangt. Zum Beispiel, dass sie Pummel gefragt gehen, wenn sie mehr Stimmen kriegt für den Claude Wieseler, ob sie dann gifte Posten vom Premier, dann hört sie egal was gezählt, mir sollte nie auf Frage geantwortet. Weder im Januar nach Göster und auch was die Vermögens da kommen belangt, war sie ganz weggestimmt. Ich kann da Madame Reding nimmen als ein von ihren Kanner rekommandieren, dass wir hier in der Chambre haben eine Code Deontologie für die Deputierten und alle Deputierten als verpflichtet, alles dafür zu legen, was für Funktionen, was von Conseil d'Administration und auch was von Revenu kriegt. Das spart das leider in der Chambre ab. Aber wie das Madame Reding, ja, Lofeltheit, Lützburger Politik, matt gehen, scheint es mir nicht mehr normal zu sein, dass sie ein gutes Beispiel vorgeht, und am Vierfeld auch die Code Deontologie respektiert und dann den Leuten öffentlich möchte, wo sie überall ist. Aber sie kriegt, und sie kann auch Matzo nicht wissen. Sie kann es aber abklären, ob zum Beispiel Pension vom Kommissär und Pension vom Europaparlament, ob die kumulabel sind mit einer ministerisch gehalten. Ich weiß nicht. Sie kann es darüber ein Antwort geben, für das die Leute wirklich ganz genau wissen,
wéi je Situationun as mat an Reding gesot wie eng Fra, die sich kind durchsetzen iwwer zeich dat sie sich an denen aus so Highwert kloe durchsoten. Da die Erfährt op Chile fall an die Wellen ha goe ganz optimistisch mehr sie gut opgestalt, a wann ich so dat eng CSV nëtwelt mat der ADR an eng Koalition go, dann ass dat einfach dats die Interpretation die Mirlogin, wenn man Mengen CSV gefährten, se miss dann dat durchsetzen, wat ze an d'Opposition e ganz Zeit verlangt huet. Wenn da der mat Eisgif an d'Opposition go, da giwe en ganz Reihe vu Gesetzespropositionen oder d Familiepolitik, so Schädungsrecht, et Burger, de Choix, ob et Religionsunterricht oder Moralunterricht, en ganze Kopf vu Gesetze, wo CSV am mat op enger Lin liegt, wenn du für Koalitionsverhandlungen zustande kommen, die wir nach 5 Minuten aufgehakt, weil man eine ganze Rutsch vor Gesetze dieselbe Position, wenn CSV aber nicht will, man weiß gehen. Da kann ich also eine Konklusion draus sein, dass sie fährt, sie müssen das machen, was sie noch 5 Jahre gesagt hat, und dann leben mit den Grünen oder mit der DP an eine Koalition geht, und da geben all die Punkte Autor von der Koalition Giffe geaffert. Da können sie leider nicht machen, weil sie keinen Koalitionspartner haben, die Martinen dat gif machen. Hun gut Lüchte präsentiert, mir werden nur ein Programm präsentieren, und wir werden bis die letzte Minute kämpfen für die Leute von Universitäten, dass wann e Wieselheit zu Lützeburg kann stattfinden, da kann immer nicht mehr mit der ADR stattfinden, weil eng CSV, egal mit Wattfringer, Gambia, Partei, dat das einfach ein Gambia Leid, die da weitergefordert hat, mit ein bisschen CSV dran, mit die wesentlich prinzipiell Forderungen, die CSV genau wie wir wollen ändern, die gehen dann nicht gerne, die können nicht mehr mit Eis geändert gehen. Und das ist der Message, den wir den Leuten bis den 14. Oktober 4 bringen.